Projet leef nolauustra mir empfänkenheit zu Straßburg mam Christoph Hansen das Plänier. Wir hatten das vor ein größer Evenement. Wir feiern nämlich 70 Jahre Europaparlament, Europäische Union. Und es war ganz alle Moment auch wenig emotional. Pur Leute waren wirklich emotional gehen, weil das aber speziell, wenn man bedenken, dass während all den Jahren nur einem Krieg, den so viel europäisch Leben gekostet hat, auf fertig tun, eine Union zu machen, die das gehen als was sie gehen aus, und das ohne Krieg, all die Jahre. Und wir wissen heute viel besser, weil das, weil wir just bei unseren Tieren einen unwahrscheinlich schrecklichen Krieg haben. Ich muss sagen, dass für mich die Europäische Union nach mehr speziell emotional ist. Ich war ja in Portugal geboren und ich schon zu Lützeburg gelebt als Portugiesin ganz lang. Und Europa und die Europäische Union war für mich so etwas wie ein Traum. Ich kann mich auch gut erinnern nach von den Zeiten, ehe die Europäische Union am Anfang eine Europäische Union war, wird einfach eine Gemeinschaft, eine kommerzielle Gemeinschaft, die zu gehen. Also am Anfang war es just für Charbon und Acier, CECA, den wir ganz gut kennen, weil sie ihr Sitz ja wirklich zu Lützeburg hat. Und ich kann mich so gut an die Zeit erinnern, wo wir über die Grenze gegangen sind und müssen stehen bleiben, den Pass weisen, einfach für Frankreich zu gehen, wo wir müssen mal aus dem Auto klammen, mal abmachen, für zu weisen, was wir dran hatten. Es waren ganz andere Zeiten, es waren Zeiten, wo wir eben nicht so zusammen gewusst waren, das ist speziell. Wir haben noch 70 Jahre nicht nur mit der Europäischen Union, wir 70 Jahre auch vom Europaparlament von unserer Institution gefeiert. Und ich meine, das war auch ein ganz emotionaler Moment. Wir hatten die 3 Premiere von Lützeburg, Frankreich, an der Belgien, auch an der Plänier, wo eben noch justement die 3 waren da, weil das die 3 Arbeitsplätze vom Europaparlament sind mit dem Sitz des Siège, das könnte man dax verwechselt, den ist effektiv halt zu Straßburg und da gehen die 2 anderen Arbeitsplätze in Brüssel an Lützeburg, auch zu Lützeburg, schon mal über 2000 Europafunktionären schaffen für das Europäische Parlament und dann natürlich auch an den anderen Institutionen. Und das geht auch dax vergessen und du musst mir auch mal ganz, aber trotzdem aber auch antreten, dass den zentralistischen Gedanken du nicht Überhand gewünscht, weil ich meine, dass die Europäische Union lebt auch davon, dass man nicht immer auf derselben Platz ist und dass man nicht alles zentralistisch denkt. Ich meine, das ist auch eine ganz wichtige Message, den hier rüberkommt. Ich denke noch, dass für Europa Lützeburg auch wichtig ist. Und Lützeburg und Lützeburger wissen, das sind am Anfang immens hochfrisch als Lützeburger, dass wir so eine große Zustimmung haben für Europa. Das ist nicht überall so an Europa. Obwohl die Zustimmung groß ist. Also ich meine, die Europäer an der Europäischen Union sind ziemlich pro Europa. Aber wir sind aber meine Champion da dran. Ja. Isabel Durslo, den Frieden noch ugeschwert gehabt und ich meine, der Krieg an der Ukraine ist natürlich das Thema, ja. Weil das auch nicht, wie soll ich so bewusst möchte, wie wichtig es ist, an der Europäischen Union dran zu sein. Die Ukrainer wollen natürlich auch so sehr wie möglich dran kommen, für auch irgendwo an Sicherheit zu kommen. An dem Thema war natürlich das auch mit einer Entschließung hier im Europaparlament ganz prominent und du hast doch direkt mitgeschafft, Isabel. Wir haben schon ganz viel darüber geschafft gehabt und eine Resolution die von der EVP, die neu mit an Negoziationen gegangen ist. An dem Thema, wie hat die Überschrift? Es geht am Anfang darum, dass das Regime, das im Moment in Russland da ist, auch für das unerkannt werden ist. Und zwar ein terroristisches Regime. Und das war für uns ganz wichtig. Und ich muss auch sagen, dass trotz der Stärke von der Wirte wir eine ekrasante Majorität hier im Parlament hatten für die Resolution. Das war der Hauptpunkt. Verschiedene Leute wollten da vorstellen, ob man dort überhaupt eine Basis legal, eine gesetzliche Grundlage hätten, für ein Drittland so als terroristisches Land zu verurteilen. Ich meine, hier ist nicht nur am Europaparlament musste den juristischen Teil betrüchten, mit das auch das politische Signal, was man hier setzen, meine ich, was immens wichtig ist. Ja, in Amerika gibt es die gesetzliche der gesetzliche Punkt, den es erlaubt, für einen Staat als Sponsor vom Terrorismus zu qualifizieren. Und wir freuen am Anfang auch an dieser Resolution, dass wir sollen so eine Legislation
schaffen, weil wir eben an einer Situation sind, wo wir gesehen notwendig geht davon. Es geht darum, mir schon aber auch von, dass es richtig war, für Distanzierung zu machen, weil wir können so, dass Russland Sponsor ist von Terrorismus. Hauptsächlich, wenn wir zum Beispiel an die Wagner-Gruppe denken, das eine militärische Organisation ist, die wirklich von diesem Regime, diesem russischen Regime unterstützt wird, bezahlt wird, also finanziert wird, wenigstens zu einem großen Teil. Aber das ist mehr wie das, weil das wirklich die Akten, die da stattfinden an der Ukraine, sind terroristische Akten. Auch die ganz Weise, sogar wenn man nicht nur vom Tod von den Leuten an, von den Deportationen von den Kanner an Russland, von den ukrainischen Kanner an Russland, auch von all denen grausamen Sachen aufguckt, auch der Fakt, dass die Installationen für elektrisch, für Wasser, die Spitäler, dass sie die Futti machen an der Ukraine, weist, dass sie am Fond geholt Leute wollen, Volk wollen terrorisieren. Ja. Dafür wäre es wirklich wichtig für das. Wir hatten zuletzt eine Ausstellung, das von der Ukraine ASBL organisiert, die effektiv auch in einer Ambulanz an den Pompiers wohnen, die zerstört sind. Von der russischen Übergriffe auch do ausgestaltet. Und wir sind noch am Gang im Moment daran zu schaffen, dass man die Exposition oder die zwei Elemente von Ukraine auch auf Bresel, zu Straßburg, dass man die auf Bresel für im Europaparlament auszustellen für die Symbolik zu sagen, du geht nicht nur Leute mit Waffen, die aber nie lassen, du gibt vor allem ganz viele Zivilisten, Leute, die den Zivilisten noch helfen, gehen in aber Schuss geholt an Umbrüch und das ist dramatisch und davon meine ich, haben sie die Etikette als Terroristenstaat ganz klar verdient. Du hast auch gesehen, was sie gemacht haben, sie haben sich auf verschiedene Plätze zurückgezogen, weil sie wirklich nicht mehr konnten, gegen die ukrainische Armee kommen, weil sie Mangel schenkt, wenigstens so, wenn sie Mangel an Leute hätten, an der Armee, an der russischen Armee. Auch, ja. Aber was sie gemacht haben, dass sie dann wirklich steht an die Installationen, die wichtig sind für die Leute, bombardieren. Da sind sie ganz froh, dass wir die Resolution gestimmt haben, mit so einer Majorität, wie wir sie gestimmt haben. Wir müssen sowohl den Ukrainer wie auch den Russen weisen, dass wir als eins sind an Europa, an dem was wir an diesem Bezug machen. Das andere ist, das meine ich auch ein wichtiges Thema, das hat noch gut nicht damit zu dienen. Ich meine, mir ist vielleicht ein bisschen ein gutes Beispiel dafür. Eine Frau, ein Mann, Gleichberechtigung von den Geschlechtern ist noch immer ein ganz, ganz großes Thema. Und wir stellen noch statistisch fest, dass Frauen noch ganz viele Probleme haben, auf verschiedenen Leitungsposten rundzukommen. Wir haben auch am Europaparlament klar Stellung bezogen, weil wir der Meinung sind, Frauen müssen noch an den Conseil d'Administration von den börsenkotierten Entreprisen kommen. Und da wird das ein Mentalitätswechsel, die muss kommen. Schon daheim 4 Schwestern, die haben mal gesagt, die wären komplett gegen die Quoten. Ich an der Basis denke ich auch, dass Quoten als etwas Artifizielles mit so etwas Natürliches gehen, à la langue. Und da meine ich aber trotzdem, und da habe ich meine Meinung auch geändert, meine ich, das wirklich wichtig, dass man auf eine begrenzte Zeit do Quoten haben, für dass Frauen an die Führungsposten kriegen, dass man da eine Masse Kritik kriegen. Und dann lief das System irgendwann vom selben an der brauche ich keine Quote mehr. Und das ist dann meine ich die Sünde. Ich weiß, dass viele Leute immer Schwarz-Weiß-Malerei machen, mit geht nicht, dass den du immer muss 50-50, 100% gleich und das wird in der Realität selten der Fall sein. Auch schon mal, weil so Conseil d'Administration meistens nicht geroden Zölle sind, weil just mal für den nur entscheidungsfähig ist. Ich meine, das heute das war ein größter Schritt für auch an den Leader-Positions für da mehr Frauen dran zu kriegen und da auch die Gleichberechtigung hinzukriegen. Und ich meine, das auch kannst du gut seine Meinung zu ändern. Ich habe viel daheim gestritten mit meinen Schwestern. Das war ein Thema, wo man eigentlich in einem Strang ziehen für die Gleichberechtigung hinzukriegen. Ich bin am Anfang ganz deiner Meinung, Christoph, weil auch ich schon am Anfang Schwierigkeiten mit Quoten schon immer gehabt. Auf der anderen Seite gesagt, dass der Mentalitätswechsel ganz schwierig sich mischt. Das nicht, dass Frauen am Anfang geholt nicht die Möglichkeit theoretisch hätten, aber an den Fakten gesagt einfach nicht. Wenn ihn dann ein Jahr nachhilft, dann hoffentlich effektiv, dass den ein Jahr mit der Quote kann abhalten und dass den dann kann in eine andere Richtung gehen. Ich muss aber auch so eine schöne Flott fand, dass an diesem Kontext sowohl das Astrid Lulling, wie wir am Reding genannt gesehen, gesagt ist, dass Dateien schon für uns 10 Jahre soll kommen.
Vielleicht sprechen wir auch nur nicht mehr, wenn den 15 Jahre gemacht hat. Ja, mit gehen Statistiken, wie sich das natürlich gibt entwickeln, wenn man einfach so laufen lassen wie bislo, bis man die Parität hinkriegen, gibt es 132 Jahre dauern. Und ich meine, die Zeit die meisten von uns nicht. Und ich meine, da verbraucht man die kleine Acceleration. Und ich meine, das ist auch wichtig, dass sich das mal bewusst ist. Ich weiß, dass verschiedene Fragen so, die Anführungsposten sind, die so ich eine Schwester, die auch an der Situation ist, ich bin da, weil ich geschafft habe. Und das ist auch richtig. Und ich will nicht da aufgestempelt gehen, dass ich wenn es mein Geschlecht da wäre. Nee, das ist es nicht. Und sie sollen auch selber mir vielleicht mehr hart müssen schaffen wie ein Mann, für da hinzukommen. Aber justement darum geht es soll nicht mehr der Fall sein, dass eine Frau muss mehr hart schaffen, für das selber zu kriegen wie ein Mann. Das soll du wirklich gleich. Ich muss sagen, dass die auch so am Anfang recht fertig. Das war die Koten Hund. Voilà, ich vielmals merci für die Nolauustren an Magazin als geschwoen is ein Kirem, dann zu Brüssel aus oder von Straßburg aus. Merci für die Nolauustren an bis geschwoen. Ja, merci auch für die Nolauustren. Wir sehen das dann am Dezember, wo wir vielleicht auch einen kleinen Rückblick auf die Jahr können sehen, was natürlich auch ganz viel vom Ukraine-Krieg geprägt ist. Wir haben auch da ganz viel andere Sachen, wo wir darauf schaffen, wo nach Mustro geschafft gehen, und das wird meine Stunden ausblockieren. Vielmals merci. Wir machen den Rückblick. Merci.